Hey, Mr. Science, amüsierst du dich gut? Ja, ich produziere gerade Substanzen am Gehirn, die mich glücklich machen. Das sind Dopamin, Noradrenalin und Endorphine. Ja, dann guck halt, dass du da nicht weh ist. Davon, das wäre nicht schlimm. Ich gebe nämlich viel Männer spüren, wenn es die Botenstoffe, die gerade an meinem Blut sind. Komm, ich beweise mir das. Autsch, du hältst aber nicht lange aus. Normalerweise nicht. Mir für drüber im Sprangen hat mein Körper Endorphine produziert, und die machen, dass ich Pengmänner spüren. Zum Vergleich, für drunten habe ich das heute in 31 Sekunden ausgehauen. Hallo? Immerhin knapp der Türwelt. Das heißt, Sport wirkt betäubend. Ja, Endorphine, die wirken am Gehirn auf derselben Platz wie zum Beispiel Morphium. Und allein durch den Fett können Sportler so eine Quälerei wie ein Marathon überstehen. Zusammen mit dem Dopamin und anderen Hormonen können das Substanzen richtig euphorisch machen. Und dafür gehen das körpereigene Drogen genannt. An einem Experiment von Haut gucken ich, wie das körpereigene Drogen nachaktivieren kann und wie das muss kann. Voilà, an einmal aufhängen mit den Experimenten testen ich verdächtig meine Werte am Blut und am Spaut, weil obwohl die Hormone am Gehirn entstehen, kann ich sie noch am Körper nachweisen. Was geschieht denn da mit meinen Proben? Die Geräte analysieren, wie viel Glückshormone du am Blut hast. Wir bestimmen parallel den Cortisol, den Adrenalin. Und da kriegen wir ein besseres Bild von dem Gemütszustand. Das heißt, die können herausfinden, ob ich glücklich bin oder nicht. So absolut lässt sich das nicht messen. Die Hormone sind da nicht nur für den Gemütszustand zu bestimmen, aber die regulieren noch ganze Gruppe anderer Prozesse an dem Körper, wie zum Beispiel Funktionen von den Organen. Okay. Und das ist auch eigentlich der Hauptzweck von so einer Analyse. Herauszufinden, welche Organe bei dir gut funktionieren oder schlecht funktionieren. Aha. Bei dir schenkt mir also ein Reizsinn. Dinge Stresshormone sind an der Baseline normal. Du kannst den Experiment weitermachen. Okay, Maja, für uns merci. So, am Labor auf der Uni machen ich meine Droge für sich. Und währenddem gucken wir, was an meinem Kopf passiert. Moment, das Dote brauchen wir gar nicht, weil das Dote muss nämlich am Anfang die Aktivität, die hier draußen im Gehirn zu finden ist. Wir interessieren uns aber viel mehr für die Strukturen, die mir Dave leihen, an ihren Abfluss. Und du willst, guck mal, dein Herzrhythmus an. Okay. Aber was tut dann mein Bolz mit den Botenstoffen aus dem Gehirn zu tun? Wir müssen am Anfang nicht genau dein Bolz, mit die kleinen Variationen, die an dem Herzrhythmus sind, an die suchen eben etwas über die Gehirnaktivität aus und eben auch darüber, wie Stoffe aktiviert gehen oder ausgeschaltet gehen, eben in anderen Stresshormone. Und du willst mal ein Experiment, wo es doch wirklich ist, dein Kopf raus, du guckst dir die Foto und die du mitgebracht hast, und da guck mal, ob du etwas aktiviert kriegst, den System oder den Substanzen. Okay, lang das Foto gucken, ja. Okay. Und? Sehen wir schon etwas? Dazu kannst du leider wirklich selbst noch sein. Nom ersten Test kriegt Mr. Science ihrem Blut aufgeholt und nur eine halbe Stunde Pause geht dann den nächsten Test, Didgeridoo spielen. Okay, bei dem Toner mit der speziellen Atemtechnik, die du möchtest, du wärst auch noch wie drogiert. An? Willst du schon gut? Joseph? Joseph? Ich will mich nach irgendwie ein bisschen am Dusel, mir aber auch irgendwie gut. Salut. Salut, schau mal deine Resultate auch, das ist ganz spannend. Also muss man sagen, dass du gucken von der Familienfoto nur nicht ganz viel bewirkt wird.
Me das aber die du spielen dich ugestrengt huet an dem Moment an du dich immens entspannt huet und dat auch im Summe langste spiels. Okay, das heißt, körperlichen Drogen zu aktivieren ist eigentlich ganz einfach. Das Einzige, was anstrengend ist, muss ich alles lang machen. Lang die Redu spielen, lang sangen oder lang Sport machen oder lang Bierden. Oder es geht auch noch einfach ganz anders und du probierst es heim da. Ah, das ist eine gute Idee. Und am Gegenzug kannst du vielleicht bessere Klampfereis nachher. Wir sind immer ganz froh, weil Leute in unsere Studien teilnehmen. Okay, gar nicht.